Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Ich präsentiere euch das Striker Gameplay, das ich gestern hatte. Ich verwende das Setup, das wir im ersten Video angeschaut haben, das heisst eben Striker, zusammen mit dem Schalldämpfer. Ein schöner Lecker gewesen. Und das Spezialistenpaket. Jetzt hier ein bisschen am Granaten- und Blendis rumwerfen. Den Gegner hier links habe ich zuerst gar nicht gesehen. Ist aber zu einem schönen ersten Ziel geworden. Und ihr seht, ui, da war auch einer gewesen. Schade, habe ich nur einen abkassiert. Jetzt schnell nachladen. Hier hilft es eben schon, wenn es schnell geht. Der Typ hat in dem Sinne keinen Plan gehabt. Und das muss schon gesagt sein, in diesem Game hat es auch einen Splitscreener drin gehabt. Und der eine von denen hat überhaupt keinen Plan gehabt. Dann ist noch lustig, einer von den Gegnern hat auch mit der 1887er Schrotflintenpumpe gespielt. Und da ist es, glaube ich, gerade. Ja, seht ihr, wenn der breicht und er verwünscht mich, glaube ich, nochmal, der ist Feuer oben. Aber er muss brechen, weil sonst bin ich definitiv im Vorteil, wenn ich schneller klicken kann. So, Deli. Bin hier leider einfach ein bisschen abkassiert worden. Nichtsdestotrotz weiss ich auch, wo die Gegner waren, wenn ich spawne. Und ich versuche aber schon, die Sachen abzukassieren, die mich verwünscht haben. Seht ihr, jetzt hat er daneben geschossen, hat keine Chance gehabt. Ich konnte noch gerade den zweiten weglasern. Und der Schalldämpfer ist eben schon noch schnittig. Er ist wirklich noch schnittig. Zusammen mit der Extreme Conditioning komme ich hier gut durchs Gelände. Und versuche hier eigentlich der direkten Konfrontation, habt ihr gesehen, da vorne auszuweichen. Weil hier ziehe ich einfach leider wirklich den Kürzer. Immer schön in Deckung bleiben, so kann man den Vorteil von der Pumpe optimal nutzen. Und so weite Gelände halt schon vermeiden. Hier innen kann man wunderschön arbeiten und auch nicht meinen, wir müssen hier der Rambo sein, sondern man kann klug sich verhalten, schnell ein bisschen wegziehen, sich erholen. Und wenn der Gegner dann wie du halt einem nachzieht, ist der Vorteil für einen selber. Weil ganz ehrlich, angeschossen mit einer Pumpe ins Gefecht sich stürzen, das ist unglücklich. Jetzt haben wir hier das C eingenommen, wunderschön. Dort wo ich hergelegen hat es leider gar nichts gegeben, aber ich wollte auch noch schnell abdecken. Jetzt ist da leider in der Zwischenzeit einer von hinten gekommen. Das bedeutet, wir sind wie gesagt das C am verlieren. Können hier aber schön zusammenarbeiten. Und trotz dem Angriff von 2 Gegnern haben wir es einnehmen. Ich bin zwar jetzt leicht geblendet, überlebe das. Und muss jetzt doch ein über eine längere Gerade ziehen. Das ist halt immer ein bisschen gefährlich mit der Pumpe. Aber es ist gut gegangen, bis darauf, dass einer still und heimlich ins B reinnehmen. Jetzt sehen wir, dass hier Alpha wieder mal ein bisschen unter Attacke ist. Und ihr seht, ich bleibe eigentlich ständig in Bewegung. Ich muss in Bewegung bleiben. Ich kann ja nur im Nahkampf wirklich profitieren von dieser Klasse. Und ich finde, das ist auch ganz interessant, die Maps mal aus einer anderen Perspektive eigentlich zu betrachten. Wie komme ich mit möglichst viel Deckung vorwärts? Vielleicht macht ihr auch das jetzt schon. Aber gerade mit einem Sturmgewehr oder mit einer Maschinenpistole kann man da eigentlich ganz andere Wege einschlagen, weil man ja auch weiter sich verteidigen kann. Da hatte ich jetzt definitiv den Nachteil mit der Distanz. Die schwule Sau ist durch die Ecke gehockt. Da wollte noch schnell ins B einzischeln. Aber das konnte ich gut verteidigen mit dem Granateli. Sollte sich auch nie schämen, das Messer zu brauchen. Gute Reflexe sind hier immer von Vorteil. Jetzt hier bin ich unschlüssig, wo sich Gegner befinden. Den Moment nutzen zum Nachladen. Und hier innen ist sowieso eigentlich immer gut mit der Pumpe. Weil hier hat man auch den räumlichen Vorteil. Und halt schon versuchen, in Deckung zu bleiben oder sich so zu positionieren, dass man wenigstens eine gleiche Chance hat mit der Pumpe gegenüber den anderen Gegnern. Jetzt hier habe ich probiert, also ich jetzt zusammengelegt, habe ich probiert aufzuspringen, den zu verwünschen, aber so Spielereien funktionieren natürlich gegen jemanden, der es ein bisschen im Griff hat, nicht wirklich.
Sind wir hier wieder im bekannten Bereich, sind wir gut geschützt. Immer schön vorsondieren. Scheiße, mit den Blendis. Ja, wenn einer im Rücken steht, hat man ja eh keine Chance, egal mit was für einer Waffe. Ausser man ist der MacGyver und kann sich mit Lichtgeschwindigkeit drehen. Hier der Hinweis auf die Handgranate, ich habe es schon ein paar Mal schön können drehen, das gibt's ja nicht. Da auch noch gut ausgespästelt und da sind wir leider tschüss ausgegangen. Ja, das wäre ein schöner Dreier gewesen. Nur mal schnell zurück zur Handgranate. Man kann sie eben schon noch ab und zu sehr vorteilhaft einsetzen, wenn es jetzt um Distanzen geht, wo man mit der Pumpe keinen Erfolg hat. Darum ist das auf jeden Fall ganz ein guter Zusatz. Und man sollte ganz sicher nicht irgendwie ein Claymore oder ein Bouncing Betty nehmen. Das ist viel zu defensiv für so eine Klasse. Wie ihr seht, ich bin hier unterwegs durch das ganze Gebiet. Habe hier vorne wieder einen erblickt, ich sehe dort einen. Da wäre es vielleicht nicht einmal nötig gewesen, den zu blenden. Die 10'000 nehme ich aber gleich gern. Für den hätte ich jetzt auch schön Ponys gegeben, ihr seht. Der Typ hat keinen Plan gehabt, der durchsäckelt. Oh yeah. Und jetzt habe ich dort links einen, habt ihr den auch gesehen. Jetzt probiere ich den zu blenden, bin erfolgreich. Aber ja, zieht nach seinem erstes Mal übelst verschissen geschossen. Scheiß Aiming gehabt. Und zweitens die Distanz. Ja. Vor allem gerade mit dem Schalldämpfer. Das muss man erst schon sehen. Ich meine, man macht sich nicht nur Vorteile, wenn man mit dem Teil schießt, aber das Geräusch, wenn er schießt und der Vorteil, dass man unentdeckt kann ballern, machen das eigentlich in meinen Augen wieder weg. Es wird sicher auch die geben, die ganz klar sagen, sicher nicht Schalldämpfer, das macht die geringe Distanz noch kürzer, aber da sind es dann wirklich Vorlieben. Jetzt habe ich den hier umschiffen, von hinten angehen. Komme in die Situation, dass dort ein Gegner ist und ihr seht nicht einmal, wenn ich durchgegamed habe, hat es das sich gebracht. Dann rächen wir uns, wir wissen ja jetzt, wo der vermutlich hergeht. Genau, schön die Hage gefressen. Hier wieder distanzmässig voll im Nachteil. Zum Glück zieht jetzt noch so ein Kollege her und macht den fertig. Ich bin hier zwar noch schwing angeschossen worden, aber halb so wild. Und jetzt ist hier wieder einer blendet, ähnliche Situation wie vorhin. Bereiche auch wieder nicht so gut, ihr habt es gesehen von der Distanz her, aber ich konnte ihn fertig machen, weil er völlig geblendet war. 1887 wieder mal. Ah ja, er hat glaube ich irgendwie 15:30 gemacht, das nur ein bisschen als Vorinfo. Weil allzu lang geht das Game trotz allem nicht mehr. Jetzt kommt ja hier, glaube ich, gerade eine wunderschöne Szene. Yep, der Typ ist gerade unterhalb von mir gespawnt und ich war so wicked gewesen. Ja, im ersten Moment nicht einmal bereicht, das dann aber ausgenutzt, dass der so ist vorgespeedet. Und der geht abkassiert. Genau da, wo ich jetzt eigentlich gespawnt bin, ist er auch gerade. Und in meinem Game scheint es scheißegal zu sein, ob dort gerade ein Gegner nebendran ist. Frechheit. Okay, das B hat leider nicht ganz so gut alle verwünscht, wo meine Hage ist draufgeflogen. Aber das zweite kann man so Punkte haben schon immer sehr flink reinnehmen. Kann hier schön abdecken mit der Pumpe, gemütlich ein paar Schüsse verteilen und wird dann gleich wieder in den Rücken gefickt. Ja, dann muss man rechnen. Hier wieder mal ein HGL unterwegs. Oh, und da ist wieder der Splitscreener. Zieh dich da rein! Hurenherd! Ich meine, er hat mich schon vorhin abschießen. Dann läuft er drum rum und peilt es immer noch nicht. Ja. Es ist aber schon nicht lieb. Und wie ihr seht, kann man auch ganz schöne Headshots einfach aus dem Lauf verteilen. Ich schaue sowieso selten über Kimme und Korn, wie man dem so schön sagt. Da habe ich wieder den Distanznachteil gehabt. Und ja, ich denke, ihr habt es ein bisschen draussen mit dem System. Schauen, dass man schön immer Deckung zu seinem Vorteil nutzt. Mehr, als man das mit einer Rusher-Klasse macht, wo man ein Sturmgewehr oder eben Maschinenpistole dabei hat. Trotzdem ist man hier auch, schön am Rushen. Aber wie gesagt, ist das ein Vollidiot? Ist das... Nein! Das war so eine schöne Szene. Anyway. Eben, man ist halt schon am Rushen, aber der
die mangelnde Distanz, die man hier mit der Pumpe hat. Muss man halt ausgleichen. Ich tue dann definitiv noch mal die Reichweite. Schön beide Penner verwünscht. Die Reichweite, die Range ausprobieren, ob das viel bringt. Aber ich denke, sie wird auf einen Schalldämpfer mit erweiterten Magazin setzen. Oder erweiterte Magazin mit Schaden für ultimative Power. Aber das wird sich jetzt sogar zeigen. Der hat sich da irgendwo verkrüchen. Und den haben wir auch noch schön rausgeballert. Noch ein Doppelabschuss-Killcam. Was will man mehr? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte etwas lernen über den Striker. Ausprobieren ist das Motto. Macht's gut und schönen zusammen.